Liebe Kinder und liebe Erwachsene, ich begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ich euch eine von meinen Geschichten erzählen darf. Dazu habe ich im Kamischi-Bei Bilder mitgebracht. Und jetzt mache ich gerade mal die Türchen auf. Und dann wünsche ich euch ganz viel Vergnügen bei der Geschichte Wunderfitz. Es war einmal ein junger Zwerg, der hat Wunderfitz geheissen. Seinen Namen hat er bekommen, weil er von klein auf einfach wunderfitzig war. Er hat hinter jeden Baum, unter jeden Stein und in jedes Mausloch hineingeschaut und mindestens 100 Fragen gestellt. Da hat der Wunderfitz einmal herausgefunden, dass alle jungen Zwerge auf ein Zwergenwanderjahr gehen dürfen. Und natürlich wollte er wissen, wenn er loswandern kann. Da hat ihm der Papi gesagt: «Lass Wunderfitz, das kann dir niemand sagen. Weisst, jeder Zwerg kommt ein anderes Zeichen über.» So hat der Wunderfitz also gewartet. Aber an einem schönen, sonnigen Frühlingsmorgen, da ist der Wunderfitz mit einem strahlenden Lachen ans Morgentisch von seinen Eltern gekommen und hat ihnen verkündet: «Mami, Papi, heute ist es soweit. Mein linkes Ohrläppchen zwickt und meine rechte Nasenflügel zuckt. Das ist ein sicheres Zeichen, dass heute mein Zwergenwanderjahr anfängt.» Die Mami und der Papi haben sich natürlich mit dem Wunderfitz gefreut. Und schnell hat die Mami im Wunderfitz ein Bündeli mit Brot, Käse, Dörrfrüchten und Äpfel gemacht und hat das im Wunderfitz an Wanderstecken gebunden. Der Papi, der hat aber den Wunderfitz zu sich gerufen und hat gesagt: «Lass Wunderfitz, 2 Sachen wollte ich dir mit auf den Weg geben. Erstens habe ich dir hier ein Säckchen mit einem Zauberpulver. Das Zauberpulver kannst du brauchen, wenn du in Not geratest oder wenn du jemandem, wo dir wichtig ist, helfen willst. Das Zauberpulver kann dir deinen Wunsch aber nur erfüllen, wenn du das von ganzem Herzen willst. Und, Wunderfitz, überleg dir's gut, für was du das Zauberpulver einsetzen willst. Denn du hast nur einen einzigen Wunsch zur Verfügung.» Jetzt hat der Wunderfitz das Säckchen dankend entgegengenommen und hat es vorsichtig in seiner Jackentasche versorgt. Und dann hat der Papi weitergeredet: «Das Zweite, das ich dir mit auf den Weg geben will, Wunderfitz, das ist ein Ratschlag. Halt dich fern von den Menschen. Menschen haben oft Haustiere, wie einen Hund oder eine Katze. Und die können uns Zwergen gefährlich werden. Am besten machst du einfach einen grossen Bogen um die Dörfer und die Häuser der Menschen und dann kann dir nichts passieren.» Der Wunderfitz hat sich das alles ganz gut gemerkt, hat sich von den Eltern verabschiedet und ist fröhlich singend losgewandert. «Das Zwergenwanderjahr ist da, ich bin so glücklich und so froh. Ich wandere über Stock und Stein und komme erst im Jahr wieder heim.» Ja, und so ist der Wunderfitz über Stock und Stein gewandert, hat mal da und dort eine Zwergenfamilie angetroffen. Die haben ihn natürlich bei sich aufgenommen. Sie haben ihm zu essen und zu trinken gegeben. Er durfte bei ihnen übernachten. Und wenn er wieder weitergewandert ist, da ist sein Säckchen wieder prall gefüllt mit lauter feinen Sachen. So ist der Frühling und der Sommer vergangen und der Herbst ist gekommen. Es war schon spät im November, da hat der Wunderfitz unter einer Tanne im weichen Moos übernachtet. Aber er ist ganz früh am Morgen verwachen. Es hat richtig gefroren. Er ist aufgesessen, er hat die Nase in die Luft gestreckt und es hat ihn gedunkt, es schmeckt nach Schnee. «Oh, meine rechte Schulter platziert. Oh, und meine grosse linke Zeche kutzelt. Das ist ein sicheres Zeichen, dass der Winter sehr gleich kommt, dass er sehr schneereich und sehr lang und sehr kalt sein wird. Ich muss mir unbedingt ein Plätzchen suchen, wo ich den Winter an der Wärme verbringen kann.» So ist der Wunderfitz aufgestanden.
hat seinen Wanderstecken mit dem Bündeli dran geschultert und ist losmarschiert. Weil es aber an dem Morgen nicht nur feucht und kalt war, sondern auch nur ein dicker Nebel aufgekommen ist, da ist der Wunderfitz, ohne dass er es wollte, direkt auf ein Dorf zugelaufen. Und aufs Mal taucht aus dem Nebel ein Haus vor dem Wunderfitz auf. Der Wunderfitz hat sich das Haus so angeschaut und hat gedacht, ja, also von außen kann ich mir das sicher anschauen. Und schon ist er rings um das Haus herumgelaufen. Als er aber auf der letzten Seite angekommen ist, da hat er eine höchst interessante Entdeckung gemacht. Da hat es nämlich ein Leiterli gehabt, und das Leiterli hat zu einem Fenster raufgeführt und in einem Teil von dem Fenster, da hat es ein Klapptürli gehabt. Der Wunderfitz hat nicht lange überlegen. Er ist das Leiterli draufgeklettert und einfach durch das Klapptürli ins Haus eingestiegen. Er ist auf einem Fenstersims gelandet. Es war ganz ruhig. Der Wunderfitz war hinter dem Vorhang und hat ganz vorsichtig hinten vorgegüchselt und entdeckt auf einem Sessel einen Kater, der pfuset. Was hat jetzt der Papi gesagt? Menschen haben oft ein Haustier wie ein Hund oder eine Katze und die können uns Zwergen gefährlich werden. Da muss sich der Papi getäuscht haben. Der Kater hat ja nicht einmal gemerkt, dass ich reingekommen bin. Außerdem ist es in dieser Stube innen schön gemütlich und warm. Ich suche mir hier ein gutes Versteck. Ganz bestimmt hat es hier auch eine Küche, wo ich zu essen und zu trinken finde. Und dann kann ich den Winter an der Wärme verbringen. Der Wunderfitz hat das eine geniale Idee gefunden, ist mutig auf die Kommode herabgesprungen, ist an der Kommode oben herabgeklettert und direkt vor dem Sessel, wo der Kater gepfuset hat, vorbeigelaufen. Der Kater aber, der hat nur so da, wie wenn er schlafen würde. Der hat der Wunderfitz schon gehört reinkommen, als er durchs Klapptürli eingestiegen ist. Und jetzt, wo der Wunderfitz direkt vor seiner Nase durchläuft, da denkt der Kater, das sei eine Maus. Er setzt zum Sprung an. Miau, macht er. Und der Wunderfitz verschrickt, lässt seinen Wanderstecken mit dem Bündeli dran fallen und rennt davon. Er versucht sich da und dort zu verstecken, aber der Kater geht hinten nach und er rührt alles um. Und der Wunderfitz muss um sein Leben rennen. Da verliert er auch noch einen von seinen Holzschuhen. Aber im letzten Augenblick gelingt es dem Wunderfitz, sich zwischen den Holzscheitchen zu verstecken. Und der Kater kratzt zwar an diesen Holzscheitchen und miaut, aber der Wunderfitz ist sicher in seinem Versteck. Da geht aufs Mal die Stubentüren auf und eine freundliche Mannenstimme sagt: «Hey, Kater, was ist auch los? Was machst du auch für einen Lärm?» Jetzt wird der Kater von den Holzscheitchen weggelüpft. Und der Wunderfitz hört die freundliche Mannenstimme sagen: «Was ist jetzt auch das? Da liegt ja ein kleiner Holzschuh in meiner Stube. Woher kommt echt auch der?» Die freundliche Stimme, die hat im Schreinermeister Abt gehört. Und der Schreinermeister Abt, der hat schon manches aus Holz hergestellt. Aber so einen kleinen Schuh und das mitten in seiner Stube, das hat er schon ein bisschen stutzig gemacht. Er hat den Schuh angeschaut und festgestellt, dass der unten an der Sohle ein Loch hat. So etwas aber auch. Der Schuh scheint meine getragen worden zu sein. Wer hat denn so kleine Füße? Ja, höchstens ein Zwerg. Aber gibt es den Zwergen überhaupt? Weil der Schreinermeister Abt im Moment gerade nichts zu tun hatte, da hat er beschlossen, dass er den kleinen Holzschuh nacharbeiten will. Er ist in seine Werkstatt gegangen, hat weiches Eschenholz und sein Werkzeug geholt und ist wieder zurück in die Stube. Dann hat er sich an den Stubentisch gesetzt und hat angefangen zu werkeln. Und der Kater, der ist immer wieder zu den Holzscheitchen gegangen, aber der Wunderfitz, der war sicher in seinem Versteck. Den ganzen Tag hat der Schreinermeister Abt an dem Schuh gebastelt. Und endlich, am Abend, ist er mit seinem Werk zufrieden und fertig gewesen. Er hat Ordnung gemacht
und hat den neue kleine Holzschuh auf dem Stubentisch zurückgelassen. Dann ist er mit dem Kater zur Stube aus und hat die Türen hinter sich zugemacht. Jetzt war der Wunderfitz allein und er hat es fast nicht mehr ausgehalten, denn sein Bauch hat geknurrt. Er ist aus seinem Versteck vorgekrochen und sieht, dass der Schreinermeister Abt das Bündeli und den Wanderstecken nicht entdeckt hat. Jetzt hat der Wunderfitz etwas essen. Und schon ist es wieder viel besser gegangen und seine Neugier war geweckt. Er wollte nämlich wissen, was der Mann den ganzen Tag am Stubentisch gemacht hat. Er ist auf den Stubentisch rauf und hat den Schuh gefunden. Er ist reingeschlafen und der Schuh hat perfekt an seinen Fuß gepasst. Der Wunderfitz hat richtig Freude gehabt. Er ist aufgestanden und hat ein paar Schritte gemacht. Aber etwas hat gleich nicht gestimmt. Ja, der Wunderfitz hat nämlich gehinkt. Blöd! Das kann ja gar nicht gehen, einen neuen und einen alten Schuh. Ja, mein alter Schuh ist abgelaufen und der neue, der hat eine ganze dicke Sohle. Oh, was mache ich jetzt? So kann ich doch nicht weiter wandern. Da entdeckt der Wunderfitz aber noch Schreibzeug und einen Block auf dem Tisch. Und schon hat er wieder eine Idee. Er nimmt eins von diesen übergrossen Schreibzeugen für ihn und schreibt auf das Blatt: Bitte erneuere mir auch den zweiten Schuh. Danke. Und dann leitet er seinen zweiten kaputten Schuh zu dem Briefli hin, klettert vom Tisch oben runter, nimmt den Wanderstecker mit dem Bündeli und geht sich verstecken, und zwar oberhalb vom Schmine in den Dachbalken inne. Und weil er so einen aufregenden, anstrengenden Tag hatte, da ist er sofort eingeschlafen. Am nächsten Tag, wo der Schreinermeister Abt in die Stube hineinkam, da hat er natürlich das Briefli und den zweiten Schuh vom Wunderfitz gefunden. So etwas aber auch. Da scheint mir tatsächlich ein Zwerg in meiner Stube zu sein. Aber gibt es denn Zwerge überhaupt? Und sieht denn der so aus, wie ich mir Zwerge vorstelle? Der Schreinermeister Abt hat beschlossen, dass er auch den zweiten Schuh nacharbeiten tut und hat dazu wieder den ganzen Tag gebraucht. Der Kater ist in der Stube herumgeschlichen und hat die Spur nach dem Wunderfitz gesucht, aber die hat er nicht mehr gefunden. Am Abend ist alles wieder gleich gegangen wie am Vortag. Der Schreinermeister Abt hat Ordnung gemacht, hat den zweiten Schuh auf den Tisch zurückgelassen und ist mit dem Kater zur Stube aus. Er hat die Türen zugemacht und der Wunderfitz war allein in der Stube. Der Wunderfitz hat noch ein bisschen gewartet. Aber es war ruhig im Haus und darum ist er von seinem Versteck oben runter auf einen Stubentisch rauf und hat auch den zweiten Schuh probiert. Der hat ebenfalls perfekt an seinen Fuß gepasst und der Wunderfitz ist vor lauter Freude auf dem Tisch umeinander gegumpelt. Das hat natürlich Lärm gemacht und das haben der Schreinermeister Abt und der Kater, die vor der Stubentür draussen gewartet haben, gehört. Sie sind reingeschlichen. Der Wunderfitz hat das zwar im letzten Augenblick noch bemerkt und hat wegrennen wollen, aber der Schreinermeister Abt war schneller und hat den Wunderfitz am Jackenkragen verwünscht. Jetzt war der Wunderfitz gefangen. Und in seiner Not hat er gesagt: «Bitte, mach mir nichts.» Aber der Schreinermeister Abt, das war ein lieber Mann. Er hat den Wunderfitz auf die Armlehne von seinem Sessel gesetzt. Dann ist er selber hingesessen, hat den Kater auf die Schoss genommen und hat dem Kater gesagt: «Kater, lass mir den Zwerg sein. Das ist kein Maus. Hast du verstanden?» «Miau», hat der Kater gemacht. Und dann hat der Schreinermeister Abt ganz einen Haufen Fragen an Wunderfitz gehabt. Der Wunderfitz hat alle Fragen beantwortet. Und wo der Schreinermeister Abt keine Frage mehr hatte, hat er gesagt: «So, Wunderfitz, und jetzt erzähle ich dir etwas von uns. Also ich bin der Schreinermeister Abt und das ist mein Kater. Wir zwei, wir wohnen schon lange in diesem Haus und ich stelle alles her, was man aus Holz herstellen kann. Nur im Moment habe ich gerade keine Arbeit
und der Winter kommt. Und wenn ich keine Arbeit habe, dann kann der Winter schon langweilig werden. Da sagt der Wunderfitz. Aber Schreinermeister Abt, du kannst doch so schöne kleine Sachen herstellen, wie meine Schuhe. Die sitzen übrigens perfekt. Vielen herzlichen Dank dafür. Lass jetzt einmal, wenn du keine Arbeit hast, dann stell doch all die Sachen, die du früher in gross hergestellt hast, einfach in klein her. Das gibt doch schöne Kinderspielsachen. Wunderfitz, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin, da fange ich grad morgen damit an. Ja, und du, Wunderfitz? Jetzt, wo deine Schuhe ganz sind, wanderst du wieder weiter? Da hat der Wunderfitz erklärt, dass er eigentlich ein warmes Plätzchen sucht, wo er den Winter verbringen kann. Ja, Wunderfitz, der bleibt doch einfach bei uns. Wir haben genug Platz. Und du kannst mir grad helfen, wenn ich morgen mit den ersten Kinderspielsachen anfange. Der Wunderfitz hat das natürlich gern angenommen. Und am nächsten Tag sind alle 3 in der Werkstatt gsi und der Wunderfitz hat mit dem Schreinermeister Abt die erste Babystube hergestellt. Wo die fertig war, da hat der Wunderfitz einen Korb hingeschoben und sagt zum Schreinermeister Abt: «Lass einmal, jedes Mal, wenn du eins von diesen Kinderspielzeugen fertig hast, dann musst du mir in diesen Korb ein Holzschnitzel rühren.» Wunderfitz, für was soll denn das gut sein? Mach's einfach, mir zu lieb. Also hat das der Schreinermeister Abt gemacht. Und weil die Kinderspielsachen so gut angekommen sind, ja, da ist der Korb bald randvoll gsi. Und der Winter ist vorbeigegangen und der Frühling hat sich angekündigt. Wo sie wieder einmal am Abend zusammen vor dem Schmine gesessen sind und ein bisschen plaudert haben, da hat der Wunderfitz aufs Mal zum Schreinermeister Abt gesagt: «Lass einmal, könntest du mir den Korb mit den Holzschnitzel hier vors Feuer stellen?» «Also Wunderfitz, das finde ich jetzt keine gute Idee.» «Oh bitte, mach's einfach, mir zu lieb.» Also hat der Schreinermeister Abt das ein bisschen widerwillig gemacht. Aber kaum ist der Korb vor dem Feuer gestanden, da hat ihn der Wunderfitz mit aller Wucht ins Feuer hineingeschoben. «Nein, Wunderfitz, was machst du auch? Mein schöner Korb!» «Musst nicht traurig sein, Schreinermeister Abt. Weisst, das muss so sein. Geh du jetzt auf Hause und nimm den Kater mit. Ich schaue zum Feuer, bis es abgebrunnen ist.» Weil der Schreinermeister Abt tatsächlich müde war und gar nicht mehr diskutieren konnte, hat er den Kater unter den Arm genommen und ist mit ihm zur Stube ausgeschlurft. Bevor er aber die Türe zugemacht hat, schaut er noch einmal zum Wunderfitz zurück und sagt: «Wunderfitz, danke vielmals für alles Gute, was du mir und den Kater da hast.» «Ah, schon gut, geht ihr jetzt auf Hause, gute Nacht miteinander.» Und dann hat der Schreinermeister Abt die Stubentüre zugetan und der Wunderfitz war wieder allein in der Stube. Das hat er nämlich wollen, denn jetzt hat er seinen Plan ausführen. Er hat das Säckchen mit dem Zauberpulver aus seiner Tasche genommen und hat das Zauberpulver ins Feuer zu den Holzschnitzel gerührt und hat sich von ganzem Herzen gewünscht, dass jedes einzelne Holzschnitzel sich verwandeln möge. Am nächsten Tag, wo der Schreinermeister Abt in die Stube kam, da war der Wunderfitz nie mehr. Stattdessen hat er beim Schmine zu ein Briefchen gefunden. Er hat es aufgemacht und er hat gesehen, dass das Briefchen vom Wunderfitz ist. Als er den Brief gelesen hat, hat er die Stimme vom Wunderfitz noch ganz im Ohr gehabt. «Lieber Schreinermeister Abt, vielen Dank, dass ich den Winter bei dir und dem Kater verbringen durfte. Jetzt muss ich aber wieder heim, denn mein Zwergenwanderjahr ist gleich vorbei. Daheim komme ich mein eigenes Zwergenhaus über und ich werde es so gemütlich einrichten, wie es bei dir ist. Ich wünsche dir und dem Kater viel Glück und ich habe dir im Schmine etwas zurückgelassen. Wenn du das siehst, weisst du auch, warum ich dich manchmal um ein bisschen komische Sachen gebeten habe. Ich werde dich nie vergessen. Kann ich auch nicht, denn ich habe ja die schönen Holzschuhe von dir.
Leb wohl und ganz liebe Zwergengrüße auch an Kater, dein Wunderfitz. Traurig hat der Schreinermeister ab das Briefli gefaltet und hat dann in die Schmine hineingeschaut. Ja, dort hat er nur Asche gesehen. Die hat er jetzt mit der Schaufel rausräumen. Doch, als er mit der Schaufel in die Asche hineingegangen ist, da hat das angefangen glitzen und glänzen. Da hat's ja lauter Goldstückchen drinnen. Der Schreinermeister Abt hat die Goldstückchen zu den Aschen ausgenommen, hat sie geputzt und in eine Schachtel hineingetan und im Haus an einem sicheren Ort versteckt. Ja, und von dort an hat der Schreinermeister Abt und sein Kater nie mehr Geldsorgen gehabt. Der Wunderfitz aber, der war bereits wieder auf dem Heimweg und hat fröhlich vor sich hingesungen: Das Zwergenwanderjahr ist vorbei, es ist so schön und spannend gsi. Ich wandre über Stock und Stein und bin schon gleich diehei. Und wo der Wunderfitz daheim angekommen ist, da hat er tatsächlich sein eigenes Zwergenhaus bekommen. Er hat es genauso schön eingerichtet, wie es beim Schreinermeister Abt ist. Und die Möbel dazu, die hat er natürlich selber hergestellt. Ja, das hat er ja den ganzen Winter durch beim Schreinermeister Abt gelernt. Wo die anderen Zwerge die schönen Möbel gesehen haben, da haben sie natürlich auch so schöne Möbel haben. Und gleich schon hat der Wunderfitz ganzen Haufen Aufträge gehabt und ist im Zwergenland bekannt worden als Schreinermeister Wunderfitz. Ja, liebe Kinder und liebe Erwachsene, das war die Geschichte vom Wunderfitz. Ich bedanke mich, dass ihr so gut zugelassen habt und wünsche euch noch ganz viel Vergnügen bei den anderen Geschichten von diesem etwas speziellen Märli-Sonntag. Tschüss miteinander!